Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal vor dem 18. Bundesligaspieltag zu Hause gegen den FC Augsburg. Zumindest steht das auf YouTube. Ich war eigentlich am 19. Spieltag. Ist doch der 19. Alter. Ich wollte doch sagen, was ist denn los beim FC Bayern? Kriegen wir nicht mehr jetzt mal hin, den richtigen Spieltag da reinzuschreiben oder was? Ist ja wild, Leute. Naja, sei es drum. Bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, ja. Hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und natürlich ist es der 19. Spieltag und nicht der 18. Spieltag. Ich hoffe, der FC Bayern ändert den Titel noch auf YouTube. Katastrophe. Gut, damit gehen wir rein in den Bums. Bayerischen Derby morgen 15:30 Uhr. FC Bayern München empfängt den FC Augsburg. Ich gehe davon aus, ihr habt ein paar Fragen mitgebracht und wir starten direkt mit euren Handzeichen. Wer möchte starten? Heiko Niederer von der Bild-Zeitung. Heiko. Da musste erstmal von ganz hinten kommen mit seinem Mikro. Starte ich direkt mit einer Doppelfrage an beide, aber mit zwei verschiedenen Themen. Upamecano, zum einen sportlich, wie sieht es bei ihm aus an den Trainer? Kann er mitmachen? Wie sieht es bei ihm aus? Und Nein, natürlich, er ist krank. Okay, das heißt, er fällt aus. Dann wird das schon mal schnell geklärt. Zweite Frage an Max Eberl. Es gab zuletzt so ein bisschen Verzögerung wieder, was diese Vertragsgeschichten angeht. Man hört, ihr... Wir haben doch Zeit bis April, Mai. Macht euch doch keine Gedanken. Vertrag ist doch wahrscheinlich bis 31.05. oder 31.06. datiert. Ist doch alles gut. Bis dahin haben wir doch Zeit. Wer braucht denn Planungssicherheit beim FC Bayern? Wartet da so ein bisschen, was passiert? Kannst du da ein Update geben, wie es aussieht? Ich weiß nicht, ob es eine Verzögerung gab. Es wurde spekuliert, dass Upert quasi zugesagt hat. Haben wir nie gesagt. Wir haben gesagt, wir warten auf Uperts Antwort. Das ist die einzige, die zählt und auf die warten wir. Keine. Das ist so lächerlich, Alter. Das ist so, ey, ohne Scheiß, ey, wie so gut wie es sportlich läuft, ne? Was das angeht, sind wir echt ein Karnevalsverein, Alter. Ey, wir reden über ein Top 5, Top 10 Verein Europas. Darüber reden wir. Und du setzt dich ernsthaft in einer PK rein am 23.01. mit einem absoluten Stammspieler, wo der Vertrag ausläuft und sagst, ja, wir warten halt auf eine Antwort von Opa. What the fuck is going on, Alter? Entstand. Katastrophe. Christian Kunz von der dpa, bitte. Alter, was ist denn da wieder los? Jetzt mal ernsthaft, dann stellt doch noch einen 410-Euro-Jobber ein, dass da noch ein zweiter mit dem Mikrofon durch den Saal läuft. Junge, es kann doch nicht sein, dass du 20 Sekunden wartest, bis da mal ein Mikrofon ankommt. Zwei Fragen an den Trainer. Zum einen, wer fällt außer Upamecano noch aus morgen? Und die andere Frage, Alphonso Davies kommt immer mehr in den Rhythmus. Wie geht es ihm insgesamt? Wie erleben Sie ihn und ist er mal... Ja, ganz starker Rhythmus gewesen, oder? Hat die Hereingaben in der Defensive hat er grandios wegverteidigt. Gegen einen überragenden Gegner in der Champions League. ein Kandidat für die Startelf wieder? Alphonso Davies ist bald wieder Kandidat für Startelf, aber nochmals, wir haben vor 3 Tagen gespielt. Das heißt jetzt nicht, weil ein anderes Spiel kommt, dass die Situation sich viel geändert hat in 3 Tagen, aber sie haben seine Leistung gesehen, also ist reingekommen und hat sofort auch gezeigt, was er mitbringt. Also das Ja, hat er gezeigt. Wie gesagt, er konnte nicht eine Reingabe verhindern. Das bringt er mit als Außenverteidiger. Wild. Also offensiv war es gut, so, keine Frage, ja, natürlich, Schnelligkeit, alles klar. Aber wenn Alphonso Davies nicht endlich lernt, dass er als Außenverteidiger dafür auch da ist, zu verhindern, dass gegnerische Spieler Flanken in den Strafraum schlagen oder Hereingaben in den Strafraum bringen und er das nicht hinbekommt, diese zu verteidigen, ja, dann weiß ich nicht, über was wir reden, Alter. Das war schon ein sehr positiver Einsatz für ihn im letzten Spiel. Und die Frage war, wer noch fehlen soll. Ja, schauen wir mal. Also keiner aus physischen Gründen,
Aber wenn manchmal so ein Virus oder so reinkommt in die Kabine, habe ich immer ein bisschen Angst. Also hoffentlich keine. Aber ja, Upa ist jetzt auf jeden Fall noch ein paar Tage im Bett und hoffentlich keine andere. Nächste Frage dann Torben Hoffmann von Sky. Ja, ich habe zwei. Die zweite wird ein bisschen länger. Also erstmal die erste. Jamal wurde jetzt gar nicht eingewechselt. Unter der Woche war das der Grund, weil die Gangart so ein bisschen härter wurde dann in der zweiten Halbzeit, dass man da kein Risiko eingehen wollte. Und die zweite, das ist so ein bisschen mal weg von den Bayern kurz. Es gibt nämlich einen ehemaligen Mitspieler von dir, mit dem du 138 Spiele gemacht hast, der über dich gesagt hat, er war ein großartiger Kapitän, er war der beste Kapitän, den wir zu dieser Zeit haben konnten. Er denkt immer nur daran, was für die Mannschaft am besten ist. Manchmal nannten wir ihn Professor, weil er immer Bücher las, wenn wir im Bus zu Auswärtsspielen saßen. Er hatte immer 2 oder 3 Bücher dabei. Vinny war ein großartiger Kapitän und hatte definitiv einen der größten Einflüsse auf die Entwicklung von City in den letzten 10 Jahren. Weißt du, wer das war? Dzeko? Wirklich? Halt doch mal die Klappe da hinten. Ist es Dzeko? Halt doch mal die Fresse, Junge! Ich hab ihm extra die Frage gestellt, damit er redet, ey. Du Bastard! Sagst es vor. Du warst nicht gefragt. Heißt du Vincent Kompany oder was? Ja, das war Edin Dzeko. Ich habe auch nicht dich gefragt, sondern den Trainer. Und er hat es vorweggenommen. Es war Edin Dzeko, der jetzt zu Aber ist Katastrophe, was du da gemacht hast. Ja, war wirklich. Ja. Crash die Picker. So. Kollege vom Kicker, dass es alle gehört haben. Schlaumeier. Nein, das war Edin Dzeko, genau. Und der jetzt zu Schalke 04 wieder wechselt. Also wie findest du das? Und dass er zurück in die zumindest zweite Bundesliga kommt. Danke. Ja, mit 40, Alter. Ja, ist. 39. So. Nein, Edin Dzeko der war wahnsinnig wichtig für uns in dieser Phase. Ich weiß noch immer, der kam aus Wolfsburg, war da Meister und war für uns ein ganz entscheidender Transfer, ganz wichtiger Transfer. War auch noch wichtig in unser erster Titel, in diesem letzten Spiel, wo er noch das Tor macht. Für diesen Moment bin ich ihm auch immer dankbar. Und dass er jetzt so lange noch auf dieses Niveau weitergespielt hat, das hat auch viel zu tun mit seinem Professionalismus. Wir sprechen ganz oft über, was Manu Neuer macht, um immer wieder fit zu bleiben und auf dieses Niveau zu leisten. Und genau das habe ich in Edin Dzeko auch immer gesehen, schon seit jüngerem Alter. Und natürlich, was immer bleibt, weil er noch so groß ist und dass er noch so professionell ist, ja, man verlernt nie, wie man Tore machen muss. Und gerade als Targetman mit seinen technischen Fähigkeiten und vielleicht in eine zweite Liga, wo vor ihm das Niveau vielleicht ein bisschen weniger ist, als was er noch gewöhnt ist. Obwohl ich Respekt habe für dieses Niveau, nur ich meine, der hat auf so einem Level gespielt. Ja, es könnte schon gut sein, dass es eine ganz wichtige Transfer wird für diese letzte Phase für Schalke. Ich weiß, dass man mit dieser Batch nicht zu viel Positives erzählen muss über Schalke, was ich verstanden habe. So diese Fälle werde ich nicht machen, aber trotzdem, weil Edin Dzeko so wichtig war in meiner Solange die Schalker da in der zweiten Liga rumdümpeln, kannst du das auch mit dem Bayern-Wappen auf deinem Hemd machen. Karriere, wünsche ich ihm trotzdem das Beste. Und Jamal, Aber sind ja auf Aufstiegskurs. ja, ganz einfach, nicht zu viel zu erzählen, außer dass nochmals, weil wir jetzt 5. Spiel, das wir jetzt spielen in 14 Tagen. Das heißt nicht, dass in 1 oder 2 Wochen alles sich ändert für seine medische Situation. Der hat jetzt die Minute bekommen, die er brauchte, das war gegen Leipzig. Wahrscheinlich bekommt er Einsatzzeit morgen gegen Augsburg, wenn alles normal verläuft, wenn er sich gut fühlt. Aber das war jetzt keine Priorität, dass er unbedingt diese extra Minute bekommt gegen Union. Es läuft alles nach Plan. Stefan Kumberger, Sport 1, bitte. Guten Morgen. Ja, Frage an beide. Vincent, ich habe Sie vor ein paar Monaten gefragt, welche Rolle Sie spielen können, wenn es darum geht, Upa hier in München zu halten. Haben Sie gesagt, irgendwann kommt der Moment, wo wir alle unsere Rolle spielen müssen. Welche Rolle können Sie aktuell spielen, wenn es jetzt so ein bisschen zäh wird? Und die Frage an Max, die Nürnberger, der Sportvorstand hat bestätigt, dass ihr euch in Verhandlungen mit Michael Wiesinger befindet. Welche Gedanken habt ihr da mit Michael? Was soll er möglicherweise am Campus werden und was passiert dann mit Markus Weinzierl?
Ja, nein, Upa ist krank, liegt im Bett. Also heute kann meine Rolle nicht so groß sein. Ähm, aber meine Rolle ist immer rein Fußball. Also ich möchte, dass die Jungs sich einfach hier wohlfühlen als Fußballspieler. Wenn man sieht, wie der Junge im Moment leistet und was er die letzten Jahre hier in Bayern gemacht hat, also seitdem ich hier bin, war er sehr, sehr konstant. Und das ist für mich das Wichtigste, dass er sich erstmal fußballerisch auf seinem besten Level befindet, dass das stimmt. Und dann glaube ich, und das meine ich mit meiner Rolle, dann glaube ich, dass das schon für jede Fußballspieler der Basis muss sein. Also das muss Nummer 1 sein. Und also ich möchte auch, dass jeder Spieler, der sich entscheidet, auch erstmal dafür entscheidet und dann lasse ich alles anderes bei Max und andere Leute im Verein. Aber das Gesamtpaket, da gehört immer dazu erstmal das Sportliche und das versuche ich immer oder versuchen wir gemeinsam auch mit Christoph zu bringen. Ja, weiß ich nicht, Alter. Ich verstehe sein Take jetzt so, alles gut, ja. Hat er natürlich auch recht, dass natürlich ein Spieler sich wohlfühlen muss und wenn er Stammspieler ist, sollte die Entscheidung auch irgendwie ist natürlich was anderes, als wenn du Ersatzspieler bist, so, ja. Die Perspektive ist natürlich eine andere, zum Beispiel bei Min-Jae Kim, wie es bei Upa ist, so, ja. Aber irgendwann muss auch mal gut sein, Alter. Irgendwann musst du mal aufhören, den Spielern immer Zucker in den Arsch zu blasen und musst denen mal knallhart sagen: „Pass mal auf, was ist jetzt Phase? Ja, nein, fertig. Punkt." Ja. Ja. Und gut. Ja, dann trennt man sich und gut. Ja. Also immer dieses Vorführen, die Frage wird jede Woche kommen, Alter. Ja, die Frage wird jede Woche kommen, ist der Vertrag verlängert? Siehst du, wie es bei Fonzie Davis war. So, das kann doch nicht Ziel sein. Ja. Also nochmal, also das ist ein Trauerspiel für die Größe dieses Vereins, ja, dass man das nicht geschissen bekommt, mit Spielern mal vorher klare Verhältnisse zu schaffen. Dass man mit solchen Spielern ins letzte Vertragsjahr geht. Ist natürlich auch ein hausgemachtes Problem, haben wir oft genug drüber gesprochen, aber ey, irgendwann muss mal gut sein mit dieser Lobhudelei und Zucker in den Arschblaserei. Da muss auch mal eine klare Antwort kommen und sagen: „Pass mal auf, Upa muss sich jetzt bis da und dann entscheiden." Und dann ist das so. Ja. Die Rolle ist auch wichtig, weil er Katastrophe, muss ihn ja Alter. immer wieder aufstellen, sonst haben wir gar keine Chance, ihn zu verlängern. Aber er hat sich das alles verdient im Moment und ich meine, wenn er sich eine Phase seiner Karriere ausdenken muss, wo seine Leistung so gut war, ich glaube, das ist jetzt seine beste Phase und alles andere haben wir nicht unter Kontrolle, aber erstmal muss dieses Umfeld da sein. Würde ich ein bisschen ausholen. Ich bin jetzt noch nicht mal 2 Jahre da. Im März sind es dann 2 Jahre, die ich dann hier bin und habe ja dann in meinem ersten Sommer doch relativ viel zu erledigen gehabt, für Bayern München Trainer zu finden, Kaderplanung zu machen, gleichzeitig beim Campus eben auch das eine oder andere anzupacken. Und wir haben uns einfach jetzt intensivst in den letzten Wochen und Monaten, damit meine ich Jochen Sauer, Christoph Freund, meine Person, Gedanken gemacht, wie wir diesen Campus ein Stück weit eben auch verändern können, was wir tun können. Der Campus spielt für uns eine große Rolle, das wurde immer sehr, sehr viel gesagt und jetzt sind wir eben da und wollen eben auch Dinge anpacken, wo wir denken, dass sie dem FC Bayern eben für die Zukunft gut zu Gesicht stehen. Ich bin jetzt nicht da, um irgendwelche Namen zu kommentieren, aber es stand ja auch schon in den Medien, dass eben gewisse Dinge sich verändert haben. Völlig normal. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir noch intensiver, noch enger zu verzahnen. Markus, den wir dann im Sommer, 24 geholt haben, Markus Weinzierl, hat einen super Job gemacht. Und das heißt nicht automatisch, wenn jetzt wir was verändern, dass dann eben Personen gehen müssen. Aber wenn wir dann eben in Führungsebenen Dinge anpassen, dann werden die sich mit diesen Menschen unterhalten und schauen, was sind die besten Mitarbeiter für den Campus für die nächsten Jahre. So, das möchte ich jetzt erstmal so Bild. Wenn er einen super Job gemacht hätte, dann würde man ja nicht darüber nachdenken, weiteres Personal oder Personal zu holen, was ihn ersetzen könnte. Ja, das ist ja ein bisschen widersprüchlich.
Aber na klar, stellt man sich auch nicht in so einer PK und sagt, ja, wir wollen Markus Weinzierl entlassen, weil er was weiß ich was. So, ja, das passiert natürlich auch nicht. Bin ich sehr gespannt, vielleicht täusche ich mich auch. Ja, vielleicht soll es eine Doppelspitze werden, aber auch das haben wir schon gehabt und das hält dann meistens so ein halbes Jahr und dann fühlt sich irgendeiner, ja, irgendeiner wird dann beschnitten. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Hat mich auch überrascht, die Meldung, wenn ich ehrlich bin. Ja, ähm, ja, aber da sind wir natürlich bin ich viel zu weit weg, um das auch nur ansatzweise beurteilen zu können. So stehen lassen. Und Da muss man dann schon das Vertrauen in Max Eberl und Christoph Freund haben, die das besser beurteilen können. dass wir uns Gedanken machen, dass wir Experten, Top-Leute zum FC Bayern holen wollen, auf dem Platz, neben dem Platz. Ich glaube, das ist der Standard des FC Bayern und genau das Gleiche passiert jetzt am Campus. Da haben wir uns jetzt wirklich sehr, sehr intensiv die letzten, wie gesagt, Wochen und Monate mit beschäftigt, Entscheidungen ein Stück weit vorangetrieben. Am langen Ende, man liest ja oft von Macht, Wert, Macht, am langen Ende geht es darum, dass wir als FC Bayern die besten Entscheidungen fällen, die besten Spieler transferieren, aber eben auch die besten Möglichkeiten, Gegebenheiten am Campus aufzubauen und da die enge Verzahnung zu haben, da dieses Teamplay zu haben, das ist das, was für uns über allem steht und das. Okay, wenn ich jetzt mal zwischen den Zeilen lese und wie gesagt, ich bin super weit weg, dann hört sich das so ein bisschen so an, als wäre man nicht zufrieden mit Markus Weinzierl, was das Teamplay anbelangt und die Zusammenarbeit oder die Unterordnung zum Profikader. Ich meine, der hat ja schon manchmal klare Aussagen getroffen, die ich auch völlig legitim finde. Ja, erinnern wir uns nur an die Verpflichtung von Tom Bischoff, wo er da gesagt hat, wir haben auch genug eigene Talente und so weiter. Weiß ich nicht, vielleicht spielt das alles irgendwie eine Rolle. Ist also, wie gesagt, das ist eine reine Spekulation, ja, aber so wie Max Eber das ja gerade äußert, so, ja, Teamplay und so, hört sich das so ein bisschen an, als wenn, ja, das vielleicht nicht ganz so gegeben ist, keine Ahnung. Entscheiden wir gerade. Vincent Schipke von Münchner Merkur TZ, bitte. Ja, für mich hört es so an, als möchte man Markus Weinzierl dann nicht länger da haben. Guten Morgen, Herr Company. Mal zum Warum Spiel auch morgen. Ihr Trainerkollege Manuel Baum hat gesagt, er braucht morgen Spieler, die wie ein Schweizer Taschenmesser funktionieren. Also er braucht da mal eine Säge, mal eine Schere. Daher die Frage an Sie, was brauchen Sie morgen, damit Sie gegen Augsburg gewinnen können? Und was sind die Stärken des Gegners? Es kam mal die Frage, ich glaube, ein Kollege hatte gesagt, die müssen morgen wie ein Faust sein. Und jetzt kommt die Schweizer Taschenmesser. Also dann habe ich gesagt, wir müssen wie ein Faust sein. Ich glaube, wir müssen wie ein Taschenmesser sein. Und was ich damit sagen will, ist, die werden bestimmt gesehen haben, wie die letzten Spiele verlaufen sind. Ja, die werden fickrig sein. So, erstmal ist es ein bayerisches Derby. Wie immer hat der Gegner nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Und ja, ich denke, mit Robustheit, mit Zweikampfstärke, mit Laufbereitschaft kannst du uns gerade wehtun. Ja, das sieht man. Die Mannschaft ist gerade nicht so, ja, weiß ich nicht, so frisch oder sonst was. Wir tun uns schwer so, ja, so die letzten, gerade in der ersten Halbzeit immer so die letzten Prozente zu finden. Wir kriegen keinen Speed auf den Platz und so weiter. Man hat gesehen, ja, auch was wir auch an Räume zugelassen haben. Ich meine, wir haben gerade keinen wirklichen rechten Verteidiger. Es sei denn, Josh wird diese Position einnehmen, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Linksverteidiger haben wir, wenn man den aufstellen würde, ja, werden wir sehen. Ja, das weiß der Gegner. Ja, da sind wir gerade anfällig und da wird der Gegner reingehen in die Kerbe. So, ja, ist ja logisch. Würde ich ja nicht anders machen. Also, ja, du musst da sein. Also, du kriegst nichts geschenkt in der Bundesliga. Ja, fertig. Und da haben wir auch immer wieder Schwierigkeiten gehabt. Das ist auch normal, das ist Bundesliga. Das ist total normal, dass die Spiele nicht so einfach sind. Und deswegen glaube ich, dass die, wenn man schaut auf das Spiel gegen Union vorgestern, von System und von Profil von Spielern kann ich mich schon vorstellen, dass die da einiges ausgelernt haben und dass die auch einiges vorhaben für dieses Spiel und dass die auch glauben in ihre Chance.
Und für uns ist es immer dann der Fall, dass wir sagen müssen, okay, das ist eine Finale für den Gegner. Gewinnen gegen uns ist wie ein Pokal für viele Vereine, viele Mannschaften und wir wollen das nicht schenken, also überhaupt nicht. Und das heißt, dass die Motivation für morgen voll da ist, dass wir überhaupt keinen Unterschied machen zwischen Augsburg oder Leipzig letzte Woche und dass wir auf allerhöchstem Niveau leisten wollen, damit, egal was auf uns zukommt, wenig Chance hat, aber es bleibt immer Fußball. Ja, wir müssen auch leisten auf allerhöchstem Niveau. Ja. Das ist aber auch völlig normal. Ja. Wie Winnie es wirklich richtig sagt, in der Bundesliga ist es für viele Mannschaften das Spiel des Jahres und kann so viel wettmachen. Ich meine, wir haben noch keine Niederlage, so. Das ist natürlich auch schon ein Anreiz, der Verein zu sein, der den FC Bayern die erste Saisonniederlage hinzufügt. Dann noch, weil es der FC Bayern ist, so, ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Also es wird kein Gegner kommen und ja, in der Champions League war es jetzt so, ja, die haben sich mehr, weiß ich nicht, die waren mit einem 2:0 zufrieden, dass sie 2:0 vom Platz gehen durften, anstatt dann noch was zu versuchen. Das wird in der Bundesliga nicht der Fall sein. So, Punkt. Ja. Weil nochmal zu verlieren hat keine Mannschaft was. So, jeder geht davon aus, ja, Augsburg, ja, 3:0, fertig. So, ja, da geht jeder von aus. So, auf dem Papier ist das auch so. Ich glaube, das wird ein sehr, 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 sehr schwieriges Spiel. Manuel Baum, Fußball kennen wir, war schon mal in Augsburg. Ja, bin sehr gespannt. Ja. Letzte Reihe, Niklas Schüler von München TV. Bitte. Ja, erstmal jetzt. Hi, hallo, guten Morgen. Ist ja auch ein Bayern-Derby morgen. Ja. Wie viel Derby-Charakter hat das Spiel für dich und stellst du das Team da ein bisschen anders ein vielleicht auch? Und weißt du, warum es ein Derby ist? Weil die fahren mit Bus. Sonst sind wir immer auf dem Flugzeug, ist alles so weit von hier. Nein, das ist Besonderes, ja. Aber das ist mir auch erzählt worden letztes Jahr. Eigentlich gegen Augsburg sind für uns traditionell immer schwierige Spiele. Und vielleicht gehört dieser Derby-Faktor dazu. Aber wir haben morgen volle Allianz Arena und voll motivierte Mannschaft und Kader und das. Da bin ich gespannt eine Rolle drauf. spielen auch. Die Aussagen werde ich ihm messen. Jetzt kommen wir zu Mario Krischl vom Kicker, bitte. Verräter. Das ist dein Moment. Ja, ich stelle auch noch irgendein Rätsel. Nein, ich habe noch mal ein Thema, das wir auch Dienstag und Mittwoch schon hatten. Diese Diskrepanz zwischen erster und zweiter Hälfte, gerade in diesem Jahr. Wie geht ihr damit um? Überwiegt da die Freude darüber, dass man in jedem Moment offensichtlich hochschalten kann und den Gegner dann doch deutlich schlägt? Oder ist es zumindest ein kleines bisschen Grund zur Besorgnis, dass es gerade nicht so von Anfang an flutscht? Ja, ich habe diese Frage oft bekommen. Ja, letzte Woche von mir schon, aber der Kollege. Ja. Es entwickelt sich eine Rivalität hier. Schön, schön. Wir bräuchten in Zukunft eine Kamera auch von dir, Ja, genau. die sich immer rein will. Ja, aber die Frage ist oft gekommen und ich habe mal überlegt und Ich glaube, es ist auch ein Faktor, dass der Gegner, ja, wie ich gerade schon sagte, eigentlich immer 110% motiviert ist und natürlich in der ersten Halbzeit noch volle Power hat. So, ich glaube, das ist auch mit ein Punkt. Ja. So, mit Beginn der zweiten Halbzeit wird es halt immer ein bisschen weniger. Der Gegner wird immer ein bisschen, ja, ein bisschen schwächer, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Faktor. Ja, und dass wir halt alle 3 Tage spielen gerade, da nicht so die Frische haben, teilweise gegenüber dem Gegner. Ja, das könnten vielleicht Faktoren sein. Und dass man vielleicht ein bisschen diesen Kitzel dann braucht, ja, um aufzuwachen. Ja, 0-1, wir wollen nicht unsere erste Niederlage haben. Vielleicht ist das alles so ein bisschen ein Faktor. Aber mal gucken, was Winnie so erzählt. Und eigentlich, wenn man es ein bisschen dreht,
könnte man sagen, dass das Problem ist für die anderen Mannschaften, weil die sind immer in der zweiten Halbzeit schwächer geworden. Oder? Nein, also, weil es ist Bundesliga letztendlich. Man kann nicht erwarten, dass in die ersten 45 Minuten, wenn die andere Gegner so frisch ist und einen Spielplan hat und alles dafür machen will, um dieses Spiel zu gewinnen oder was zu machen in diesem Spiel, dass dann auch alles einfach so einfach ist, dass wir dann 2, 3 Tore machen und es ist schon vorbei und erledigt am Halbzeit. Das geht einfach nicht. Nicht in der Bundesliga, nicht in der Champions League. Es gab die Geschichte gegen Leipzig, wo die deutlich besser waren als uns. Das möchte ich nicht sehen, aber das war Fakt. Und wir haben überlebt, haben das Richtige überlebt und haben dann in der zweiten Halbzeit eine total andere Geschichte geschrieben. Aber in die anderen Spiele würde ich sagen, das ist eher ein normaler Fußballspielverlauf. Optimal ist, wenn wir 3, 4 Tore machen in die erste Halbzeit, aber optimal ist, wenn du trotzdem in der zweiten Halbzeit stark physisch auch dieses Spiel beendet und nicht, dass die erste Halbzeit gut ist und die zweite Halbzeit schlecht. Also wenn das für uns so sein würde, dann würde das vielleicht ein größeres Thema sein. Erste Halbzeit gut, zweite Halbzeit schlecht. Aber es war dann immer so für die Gegner. Vielleicht ist es für den ein größeres Thema. Ja, am Ende stimmt er mir ja ein bisschen zu. Ich sehe das ähnlich. Ja. Solange du nicht diese Halbzeiten hast wie in Leipzig, da gehe ich nämlich mit, da waren wir ganz klar unterlegen. Ansonsten die Spiele davor, ja, alles gut. War jetzt nicht, dass wir unterlegen waren oder sonst was. Ja, alles ist fein. Muss man sich ja gerade dann drauf einstellen, so ein bisschen. Ja. Natürlich wäre es schön, wenn es anders wäre. Ich meine, es war jetzt in der Champions League schon ein bisschen anders. Wir sind immer mit einem Unentschieden in die Pause gegangen, sind nicht in Rückstand geraten, ist doch alles gut. Und ja, wir werden es sehen. Ja, wir werden es sehen. Aber ist natürlich schwierig, da jetzt irgendwie ein Patentrezept zu haben und zu sagen, ja, wir legen jetzt den Schalter um und dann ist alles gut. So. Ja. Und ich finde es auch wichtig, was Winnie sagt. Ich glaube, es ist besser, die Körner am Ende zu haben, wie die Körner in der ersten Halbzeit rauszuballern. Ja? Und dann hast du keine Körner mehr hinten raus. Ich glaube, so rum ist es wirklich besser, dass man sagt, ey, komm, erste Halbzeit, alles klar, wir spielen unseren Standardfußball, wir gucken, wie es reicht oder nicht. Und zweite Halbzeit legen wir dann eine Schippe drauf. So, ja? Ich glaube, das ist so rum besser wie andersrum. Ich meine, die Ergebnisse zeigen es ja auch, dass es so ist. Gehen wir in die zweite Runde. Fangen wir an mit Torben Hoffmann von Sky. Da Upa ausfällt, hast du hinten natürlich noch Möglichkeiten. Jonathan Tah spielt momentan, finde ich, überragend, aber auch natürlich sehr, sehr viel. Da ist. Hast du im Kopf möglicherweise dann eben auch mit Kim und Ito ja auch Tah eine Pause zu geben, um da so ein bisschen das Verletzungsrisiko möglicherweise zu minimieren? Ja, wir haben trotz der Ausfällen, also ich glaube Stanisic, Leimer, Sascha und jetzt Upa sind alle Verteidiger, die wir nicht haben. Und trotz dieser Ausfälle haben wir, glaube ich, noch einen guten Konkurrenzkampf in die Verteidigung. Also Minje ist fit, Ito ist fit, Bishi, Rafa haben uns immer wieder geholfen in dieser Position. Und wir haben auch Jo, wenn wir das brauchen, und Leon, die in dieser Position schon gut gespielt haben für uns. Aber wir haben einen guten Konkurrenzkampf, wo ich sagen muss, okay, trotz die Verletzungen können wir Entscheidungen machen, die noch für die Spieler richtig sind. Ich werde nicht sagen, wer morgen spielt oder nicht, aber Sie wissen, wie das jetzt ist. Also Minje wird auf jeden Fall nächste Woche nicht spielen. Und diese Information haben wir und deswegen macht es auch Sinn, um in Gedanken zu haben, dass Minje seine Minute gebraucht werden, genau wie wir das mit Lucho gemacht haben, wenn er gesperrt war für die Champions League. Aber das sind einfach logische Entscheidungen, die wir noch bestätigen müssen. Aber wenn ich jetzt darüber spreche... Ja, natürlich spielt Minje im Morgen, ist ja logisch. Also, ja. Da eine Pause zu geben, ja, kann ich nachvollziehen, den Take. Könnte aber wild werden, das gegen Augsburg zu tun. Also ich würde es nicht tun. Sag ich euch, wie es ist, Alter. Jonathan Tah ist für mich der für die Stabilität da hinten sorgt. Der ist unumstößlich, meiner Meinung nach.
Also, wir reden immerhin über ein bayerisches Derby. Wir wissen alle, Augsburg waren nie leichte Spiele. So, das ist jetzt nicht, bei allem Respekt, Wolfsburg oder sonst was zu Hause. Ja, also ich würde Jonathan Tah definitiv. Du kannst dann, keine Ahnung, je nach Ergebnis kannst du ihn natürlich ein bisschen eher auswechseln, so, das ist alles fein. Aber ihn da komplett rauszulassen, boah, würde ich nicht tun, ey. Aber ich mache mich nie wirklich Gedanken auf die Startelf, weil ich bis jetzt immer die Zuverlässigkeit von der Mannschaft bekommen habe. Bin gespannt. Letzten 3 Fragen mal. Nochmal angefangen mit Vincent Schipke, bitte. Gegen Saint-Gilloise ist Lennart Kahl auch oft defensiv aufgetaucht, musste seinen Gegenspieler oft bis zum eigenen Strafraum verfolgen. Daher die Frage, wie nimmt er als 17-Jähriger diese Defensivarbeit an? Wie gefällt Ihnen das? Und jetzt mit Blick auf Augsburg, klar, Sie wollen nicht die Aufstellung verraten, aber gibt es da die Möglichkeit, dass einer vorne, Kahl, vielleicht auch Diaz oder die Szene Pause bekommt, damit Serge Gnabry zum Zug kommt? Oder Ja, Serge wird spielen in der Startelf für Lennart Kahl. entscheiden Sie das dann auch erst morgen? Ja, das beste Beispiel für mich ist, wenn Harry Kane das macht, dann erwarte ich von einem 17-Jährigen, dass er das mit a smile macht. Und das macht Lenny auch. Er kann das. Er hat körperlich auch die Möglichkeiten, nicht nur mitzuverteidigen, aber auch danach sehr, sehr viel Energie reinzubringen ins Offensive. Weil manchmal gibt es Offensive. Habe ich letzte Spiele nicht so gesehen, von dieser Energie mal in die Offensive was mit reinzubringen von Lennart Kahl. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Spiele, die dann in dieses Verteidigen vielleicht diese Ja, Leroy Sané und Serge Gnabry sind Paradebeispiele dafür in den letzten Jahren. Ja, wenn sie defensiv dann endlich mal zugegen waren, dann ging nach vorne gar nichts. Ja. Da war nie eine Balance da. Bei Lennart Kahl, ja, keine Ahnung, was soll man jetzt vom 17-Jährigen erwarten? Ich finde es gut, dass er die Wege macht, aber das musst du auch beim FC Bayern, sonst hast du gar keine Chance, überhaupt aufzulaufen. Und der Rest wird sich zeigen, ob er da die Balance findet irgendwann wieder. Ja. Fairerweise war es natürlich auch schwierig in den Spielen, wo er jetzt dann auf dem Feld war, da Akzente zu setzen, wenn die gesamte Mannschaft offensiv nicht präsent war, so richtig. diese Energie verlieren, wenn die dann wieder angreifen müssen. Und das ist bei uns eigentlich bei keiner der Fall. Die sind topfit. Also Lenny kann das, Michael kann das, Lucho kann das, Harry zeigt es immer wieder. Und Serge und Jamal, wenn die fit sind, werden das auch zeigen. Und muss nicht noch Nicholas Jackson dazu rechnen, die jetzt wieder zurück ist. Und Lenny macht das wie die anderen. Und wer dann morgen spielt, das müssen wir sehen. Wie gesagt, hoffentlich keine, die zu viel Zeit mit UPA verbracht haben in die letzten 24 Stunden und dann entscheiden. Johannes Berner von der Bild-Zeitung, bitte. Herr Kompany, viele Spieler haben unterschiedliche Rituale vom Spiel, beispielsweise ziehen erst den linken oder dann den rechten Schuh an. Gibt es sowas als Trainer auch? Entschuldigung, ich habe die Frage nicht verstanden. Viele Spieler haben vom Spiel unterschiedliche Rituale, die ihnen ein gutes Gefühl geben. Haben Sie das als Trainer auch? Also in den letzten Wochen hat man Sie öfters mit, ich weiß nicht, wie man es jetzt im Fachbegriff nennt, weitere Hosen am Spielfeld dran mit ähnlichen What the fuck, Alter, sowas kann nur von der Bild-Zeitung kommen, Alter. Wir haben gesehen, es ist durchgeblitzt durch ihre Hose. Sie tragen immer eine rote Unterhose. Ist das ein Ritual? Junge, Alter. Bild ist das Best, ey. Junge, was ein lächerlicher Kasperverein bei der Bild-Zeitung. Also steckt da was dahinter als Trainer, so eine Glückshose, oder ist das einfach nur... Ich habe erst mal gedacht, das ist eine Ernstfrage eigentlich. Ja. Junge. Okay. Aber über meine Hose werde ich jetzt nicht antworten, aber wenn es jetzt über die Ritualen geht, manche Spiele sind abergläubig, sagt man das? Abergläubig, ja. Abergläubig und manche nicht. Und diese Ritualen, glaube ich, gehören dazu, aber
ich hatte früher dann als Spieler auch mal Ritualen und ich war auch ein bisschen abergläubig. Dann war ich verletzt, dann habe ich mein Ritual geendet, wieder verletzt, dann nochmal geendet, wieder verletzt und dann war ich nicht mehr abergläubig, habe ich das nicht mehr gemacht. Und das meine ich, das ist, egal was du als Ritual hast, wenn das dir ein besseres Gefühl gibt, dann musst du das weitermachen und das, glaube ich, das ist, was man dann sieht. Abschließend nochmal Stefan Kumberger von Sport 1. Vincent, Sie haben uns in Leipzig gesagt, dass Sie mit viel Ärger aus der Kabine gekommen sind, Sie und die Mannschaft in der Halbzeitpause. Wut. Wie sieht es aus, wenn Sie wütend sind? Es gibt ja Videos von Ihnen in Anderlecht und Burnley, wo Sie sehr oft das F-Wort auch benutzen. Sind Sie da ruhiger geworden oder wie sieht der Vincent Kompany wütend in München aus? Ja, nein, anders. Weniger das F-Wort, weil meine Kinder haben das immer auf YouTube gesehen. Na. Und keine Argumente mehr, bringt ne? mich nicht in eine starke Position zu Hause. Wenn ich die dann erzähle, was sie sagen dürfen und nicht sagen dürfen. Aber nein, ich weiß es nicht. Es ist nicht gespielt oder so. Es ist einfach, glaube ich, wenn ich dann mal richtig sauer bin und das ist, seitdem ich Kind bin schon, das ist, für mich ist, wenn wir zu arrogant sein und ich meine, dass wir müssen immer Selbstvertrauen haben, wissen, wie stark wir sind und total überzeugt sein von das, was wir machen können, aber ich mag keine unnötige Arroganz. Ich mag nicht, wenn wir auf einmal, würde ich sagen, weniger machen, als was wir normal gemacht haben. Egal, ob wir jetzt 10 Punkte vorne sind oder 5 Punkte hinten. Also für mich ist dieses Arbeit einfach so wichtig und das ist ein Zeichen von Respekt für dieses Verein, für den Gegner auch gegenüber. Und wenn ich dann mal sauer bin, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass wir da ein bisschen ausrutschen. Aber sie haben mich auch in 100 Fälle gesehen, wo ich sehr ruhig bin und viel ruhiger bin als andere. Und das ist, glaube ich, das ist eher meine Natur, als mal sauer sein. Aber Sie wissen, wenn einer 20 Mal am Tag sauer ist, dann ist es nicht gefährlich. Wenn einer einmal um die 6 Monate sauer ist, ist es anders. Ja. Hoffen wir, dass es morgen nicht der Fall ist. Nein. Gut. So, vielen Dank. Wir sehen uns morgen in der Arena. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Rot-weiße Grüße, Leute. Ciao, ciao. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.